Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Fire Emblem Engage. Auch heute wird natürlich fleißig engaged, wie könnte es anders sein? Und ja, als Vorbereitung für den nächsten Kapitel, sprich für die nächsten Sidequests, habe ich noch einiges vorbereitet soweit. Auch noch ein bisschen Bandfragmente gemacht, genau. Also gefarmt, auch schon ausgegeben zum Teil, das auch für die Embleme. Denn ich hatte zum Teil ein bisschen was umgestellt, was ich aber glaube ich gleich wieder ein bisschen verändern werde. Dazu gleich mehr. Hier ist mal ganz kurz nochmal durchgegangen mit Michael und Lucina, ganz normal. Diamond Roy, auch nichts Neues, aber ein höheres Bandlevel. Tatsächlich, aber 100 Gespräche halt. Weil da gibt es ja erst bei Stufe 5, 10 und 20, ne? Dazwischen ja nicht. Citrin Zoan haben wir wieder gemacht, statt Citrin und Celica. Weil ich einfach der Meinung bin, dass mit Citrin und Zoan, vor allem deswegen, weil Citrin langsam ist, sogar mittlerweile langsamer als Dui, muss man sich mal vorstellen. Und deswegen macht es relativ wenig Sinn, sie da mit Celica zu kombinieren. Auch wenn er mit Celica den Vorteil hätte, muss man vielleicht nochmal angucken, dass er ja, wo ist überhaupt? Dass er mit Celica nicht nur einen Typ-Bonus hier auf Echo und Teleport-Ragnar habe, sondern auch mehr Schaden zufüge. Teleport-Ragnar plus 20% Schaden ist schon heftig. Mystisch hier Schaden plus 10%, also im Prinzip mache ich 62% Schaden. Also insgesamt 120% Schaden. Ne? Das ist eigentlich schon cool, aber ich bin der Meinung, aktuell mit Zoan ist die Kombi noch ein bisschen besser. Auch mit ja, Gewitter, den ganzen Kataklysmus und so. Aber kann sich noch ändern. Ne? Es kann auch wieder sein, dass ich ein bisschen zwischen Citrin und Ivy, was so die Ringe betrifft, ein bisschen hin und her switchen werde. Hat eigentlich aber ein bisschen Hintergrund, weil ich mir überlegt habe, Celica und dann von Ivy vielleicht zu Yunaka zu switchen. Dazu gleich mehr. Aktuell Yunaka mit Beile. Für die Kombi ist ja eigentlich auch nichts Neues. Alleine schon deswegen, weil ich der Meinung bin, hey, ich habe hier eine coole physische Waffe, die sowieso, also kann cool in der Kombi funktionieren. Und was ich hier ja auch noch hätte, muss ich ganz kurz gucken, später mal noch das Schwert der Göttin, Level 15 nämlich, also relativ bald schon, das Schwert des Schöpfers. Erhöht Schaden mit Magie der Einheit, sprich je höher meine Magie ist, desto ja, mehr Schaden würde ich halt mit dem Schwert noch machen. Das kann ich bei Yunaka eigentlich cool umsetzen, wird aber zum Beispiel auch mit Chloe gut funktionieren. Chloe, die aktuell mit Leaf zusammen ist, also mehr oder weniger, ja, da vor allem wegen dem Figurwert hier. Den hat Einfluss auf schwere Waffen, von schweren Waffen auf die Angriffsgeschwindigkeit. Weil, muss ich einfach zugeben, Geschwindigkeit hätte Chloe dringend nötig, dass sie diese behält. Weil man sieht hier zum Beispiel durch 39, 35, 37 meine eigenen Waffen. 9, 5, 7, okay, wenn das mal ganz kurz switche. Dann mal ablegen den Ring. Dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Also der Drop ist schon gewaltig, muss man zugeben. Und deswegen eigentlich die Meinung, hey, Leaf, auch natürlich wegen den Waffen hier, eigentlich schon cool. Andererseits kommen wir wieder auf das andere Bild hier, zum Beispiel mit Boucheron. Wo ich sage, Boucheron mit Lyn, eigentlich cool. Weil natürlich auch ein Schwert hätte im Fall von Manikati. Natürlich ein Astra-Sturm, aber mit dem Bogen, ich meine, klar, es sind starke Bögen, gar kein Thema, aber ich habe selber schon einen Meisterbogen, so mit den krassen Bogen, ähnlich wie hier. Also braucht Boucheron, muss er Boucheron überhaupt mit Lyn kombinieren? Ist es überhaupt die beste Kombination, die ich machen könnte? Fogano mit Edelgar, da muss ich mal gucken. Sobald ich dann Marv dabei habe, was einen endgültig umstellen, weil wir das sprich alle 12 Story-Ringe haben. Und dann hat er gesagt, ja, passt noch. Auch hier halt die Frage, wen kann man stattdessen nehmen? Vielleicht hier stattdessen einfach Celica. Wenn man sage, ich krieg Stärke dazu, ich krieg Magie dazu, also why not? Und ich kann Teleport-Ragnar machen mit einer höheren Teleportdistanz. Ach, Teleportdistanz, hier ist natürlich der Vorteil mit Ivy Celica, dass ich auch noch, wenn ich schon teleportieren würde oder müsste, hätte ich halt zumindest noch den Boost auf, Boost,
Nicht den Boost, sondern halt den Vorteil, dass Ivy halt eine relativ hohe Verteidigung und Resistenz hat. Das heißt, vor allem gegen gegnerische Magier natürlich sehr, sehr geil, wenn ich schon da in der Nähe bin. So, ansonsten Hortensia, Micaiah, das könnte vorerst noch so bleiben. Eventuell haben wir mal gesagt, Micaiah wieder auf Fogado. Muss ich halt noch ein bisschen gucken. Wir müssen immer schauen, wem gehen wir denn die anderen Ringe, wa? Genau. Movia Erika, ich glaube, das ist eine Kombi, die kann man durchaus auch so belassen. Auch hier natürlich, weil sie anhand der unterschiedlichen Waffen, die sie noch so kriegen, ne, sind die ganzen Schwerter hier. Jetzt auch die Glinden noch, oder das Windschwert mit Magie. Movi hatte viel Magie, also noch mit dem Zwillingsstark, der gibt noch 50% mehr Power, also mehr Schaden. Ich glaube, das kann man machen, Freunde. Vale, Veronica, aktuell sind noch fix. Alfred, Sigurd, kann man sie jetzt hinterfragen, aber generell bin ich eigentlich sehr dafür. Genau, Ivy, Celica, Louis und Hector. Da vielleicht auch mal jemand Neues, mal gucken. Die Mirage ist, glaube ich, auch ziemlich noch fix. Also es gibt ein paar Charaktere, wo ich sage, jo, die Verteilung ist fix, eine andere. Und bei anderen, wo ich sagen würde, ja, noch mal gucken. Wenn ich hier zum Beispiel sage, okay, Klonin zum Beispiel Ring von Byleth, weil ich von Leaf sage, ja, Waffendreck und so. Was er hier einen großen Vorteil hat. Kann man schon machen, muss man aber nicht. Also zumindest in der Kombi. Natürlich mit Byleth noch andere Vorteile hätte, wie wir wissen. Weil es auch eine fliegende Einheit ist, ein Fliegen und Tanzgöttin ist eigentlich schon praktisch, muss man zugeben. Da ich jetzt aufs Gelände fixiert bin, wie bei anderen Konstellationen. Ein bisschen mehr Glück kann ich auch nicht schauen, wobei eben, dann fällt mir halt die Figur wieder. Das ist leider so ein Ding. Oder, wo waren wir? Lynn, aber mehr wegen dem Doppelgängerruf, wo ich mir sage, gut, Aussagen plus 10 klingt cool. Da muss es eigentlich sein. Klar, wenn ich einen Meisterbogen habe und als Bogenschütze oder als fliegende Einheit eine Astra-Sturm anwenden kann, ist auch geil, gar kein Thema. Aber dann können wir auch gut mit Junaka kombinieren. Ja, Unica Lynn zum Beispiel. Unica, die auch einen Bogen hätte und ordentlich reinsammeln kann. Also man sieht, es gibt hier so viele verschiedene Kombinationen. Die beiden auch schon mal im Dream Team dabei, genau, oder halt mit Lee, was ich auch lange Zeit gemacht habe. Eventuell vom Vorteil, wenn ich generell bei allen hier schon Level 15 und so wäre. Oder Level 20er mit den Bandleveln. Aber die sind halt zum Teil schweinemäßig teuer. Leider. So. Da mal gucken, also ich habe schon relativ viel gemacht offscreen, vor allem die Dinge, die man gut offscreen machen kann, ohne irgendwelche Animationen auszulösen. Irgendwas zu verpassen, aber ein paar Dinge fehlen natürlich noch. Wie das Training zum Beispiel. Kalat Bolk. Diamando-san. Ja, geh gut voran. Mit Diamando-san. So, wer hat noch? Junaka einmal noch. Gehen wir ganz kurz durch. Fogado. Ja, passt doch. Ein großes Dankeschön. Ja, alles cool, alles cool. So, dafür war gerade ein bisschen still, weil wir gerade einen Anruf bekommen haben, ganz kurz nachgucken musste, wer mir denn um diese unchristliche Zeit, 5:30 abends, stört. Ja, man muss halt aufnehmen, wenn man kann, wa? Früher habe ich eigentlich vorzugsweise nachts immer aufgenommen, aber da ist manchmal, wenn man tagsüber halt relativ früh aufstehen muss oder sollte, nicht immer so einfach.
Was lustig ist, dass ich die Nummer gar nicht kenne. Na egal. Super duper, sehen wir, wie weit ich es gebracht habe. Yo. Ja, waren Junaka und Chloe sind mittlerweile etwa gleich stark, war? Ist also ganz krass. Muss mal gucken, wo zum Henker bin ich jetzt hier mit den. Ein Wandlevel ist immer so eine Sache, wa? Die ich nicht direkt sehe. So, warte mal. Also jemand war schon 50, kann man so lassen. Citroen Song vielleicht noch aufstocken. Noch Kabailev. Aber wenn ich wieder switche, ist wieder ein bisschen doof, aber egal. Da muss ich leider hoch. Der war einfach momentan mal noch, wa? Was man auch machen könnte, wäre Move wie Erika ein bisschen boosten, weil die gerade relativ tief sind. Ich glaube, die behalte ich sowieso. Ja gut, das kann ein bisschen dauern. Er hat verloren? Okay. Ja gut, er hat 50% Trefferchance. かつて取り返そうと必死になった指輪とこうして共に戦うとは。あの時は申し訳ありませんでした。謝らないでください。今は仲間なのですから。私はモーブさんをとっくに許していますよ。Ihm ein höheres Bundle-Level. Gut, das Ganze gleich nochmal von vorne, würde ich mal sagen. Ja, das ist wenig, war. Scheiße, gut, die gehen mal bis hier hoch. Schwertfähigkeit, wobei die gar nicht so wichtig ist gerade. Machen wir hier hin. Ja, es ist und bleibt Kacke. Hauptsache verloren. Will keine Erben, nee, lassen wir mal. Das kann nichts. Also, Freunde, dann will mal sagen, gehen wir mit dieser Kombi ins Rennen für weiteres. Ja, also mit dem Switch, ne, aber denk mal, wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht zum gucken, ob Junaka Beilev bzw. Junaka Beilev dann mit dem Schwert Schöpfers. Also sprich auf Stufe 15, ob das eine coole Idee ist. Das gut hinhaut. Ich glaube, was hat denn hier? Chloe Beilev. Stufe 3, ne? Ja. Eben halt, das, was Chloe lief, für mich so attraktiv macht, ist halt das mit der Figur. Mit dem Wert. Also nicht der körperlichen Figur, sondern Statuswert. Der innerlichen Figur quasi. Ja, da muss man da einfach mal so sagen, ich habe noch ein paar Items, mit denen ich unseren Statuswert erhöhen kann. Das gilt aber leider nicht für die Figur. Das gilt nur für Stärke, Magie etc. etc. Also für die Grundwerte, aber nicht für die Dinger. Und andere Dinge, die ich halt je nachdem auch erhöhen könnte, damit mit Beilev, der viel auf Glück drauf packt. Und man dann denke, ja, Chloe Glück kann auch gut funktionieren. Der Junge kann halt mit Lyn. Wenn wir der Bougereau an den Ring von Leaf erhalten, hätte ich wieder gedacht. Aber ich denke, der nutzt ja eigentlich vor allem Axt und Lanze, wa? Und mit Leaf hat er noch eine etwas größere Auswahl, muss man mal so sagen. Der Meisterangst kommt noch also dazu. Expertenlanze, Lichtklinge. Also wenn sie ja nachher wieder theoretisch noch mit dem Messen so angreifen. Theoretisch. Eine Figur braucht Bougereau jetzt überhaupt nicht. Der hat schon das Maximum, also ist auch schön, dass der Wert schon grün ist. Wenn ich irgendwie andere habe, den Wert auch in grün ist, oder? Michael zum Beispiel mit 13, wo man denkt, okay. Gut, Bougereau ist nicht mehr Berserker, mittlerweile Krieger, wenn man Berserker. Und andere Werte hat, okay, gut, Mobius wäre aber 12, also. Louis, Hector. Ja, ich glaube, wir lassen noch ein bisschen so. Ich glaube, wir lassen noch ein bisschen so. Elemental lassen wir momentan auch nochmal so. Eben, glaube ich, da passt doch alles noch, oder? Jetzt sind die aufgebraucht. Nö, ist alles noch cool. Ich glaube, Upgrade muss man momentan auch noch nicht. He? Noch ein bisschen Kohle sparen wir für später auf. Wir haben eh noch 2 Sidequests, vielleicht sogar 3 von uns. Mal gucken.
Ja, Enzyklopädie, die muss leider sein, Freunde, da kommen wir nicht drum herum. Und nochmal sagen, ich wünsche euch viel Spaß dabei, ich klinge mich aus. Nein, wir machen nun einen Teil davon. Ne? Ihr habt eben gesehen, dass Vale sehr viele Gespräche hat. Also irgendwie 5 Stück, geht allein nach Vale. Sind aber hier 7 Personen, abzüglich Vale sind es noch 6, das heißt, Magnus muss irgendwie 2 Gespräche haben, war genau. Und jemand anderes halt. Oh nee, Hortensia dann auch. Okay, nichts gesagt. Ja, ich muss sagen, wir legen nochmal los und viel Spaß. 流石を渡してくれた時のこと覚えてる？ごめんなさい。目覚める前のことは曖昧で。私ね、1000年前一度だけお兄ちゃんに会ったことがあるんだよ。一度だけ？会ったことがあるのは一度だけ。私たちの兄弟はみんな戦争で死んじゃった。でもお兄ちゃんだけは生き残って私に会いに来てくれた。泣いてばかりの弱くて幼い私に流石を渡して励ましの声をかけてくれたの。一緒にはいられないけど私はあなたの味方だって。そうだったんですね。昔の私が。もう砕けちゃったけど、あの流石はずっと私のお守りだった。辛いことがあった日もママが死んだ日も再会できたパパにひどいことを言われた日も流石を見てまた会える日を夢見て頑張ろうって思ってたんだ。ベイル覚えてないかもしれないけど私とっても感謝してるんだ。あの時流石をもらってなかったらきっとこうして再会できなかったから。私こそ感謝しています。1000年もの間思い続けてくれてありがとうございます。私もベイルがいなかったら。これからはずっと一緒にいられるよね。もちろんです。もう離れ離れにはなりませんよ。Außer der Tod. So. Level up. Ganz vergessen. Die Drachenfaust. Ja, unterschätzt niemals die Ryuken. Das sagt auch Son Goku. So, machen wir weiter mit Movia und Michael. Das könnte auch spannend werden. モーブ、あなたの好みを教えてもらえませんか？なぜそのようなことを？感謝の気持ちを込めて贈り物がしたいからですよ。神竜殿が俺に感謝？思い当たる節がありません。何かの間違いではないですか？モーブはベイルの騎士なのでしょう。ベイルはあなたがいたから今まで生きてこられたのだと思います。唯一の兄弟としてそのことに感謝せずにはいられませんから。私はまだあなたの好みを知らないので教えてくれませんか？なるほど。そういうことであればお気持ちだけ受け取りたいと思います。気持ちだけですか？ベイル様に尽くしてきたことを評価されるのは嬉しいです。しかし俺はもともと神竜殿の敵。それではこれにて。モーブ。 Da kann wohl jemand schlecht mit Komplimenten umgehen, wa? Bandeschmied, Bandeschmied. Ich spüre das Band des Schmieds. Okay. Gequatscht. Whale. Ich würde sagen, machen wir noch Whale mit Movia, weil das eigentlich noch interessant finde. Den Rest machen wir später. Beil様、見つけましたって。そうです。そのご様子だと自覚されていないようですが。危険？どうして？この町にいるのはみんないい人よ。そうは言っても
俺たちがしたことを考えたら。その時は謝るしかないよ。謝っても済まなければどうするのですか？もしベイル様の身に何かあったら。私は子供じゃないんだよ。自分で何とかするよ。だからもうついてこないでね。待ってください。私は一人でやりたいことがあるの。言ってしまわれた。ベイル様はご自身の状況が分かっておられるのだろうか。Mag sein, aber ich glaube, du hast es auch nicht wirklich moviert, weil sich einer jungen Dame in den Weg zu stellen, die sich bedrängt fühlt oder zu behütet fühlt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bin mir ein bisschen unsicher. Okay. Gut, soweit durch, Freunde. Klar, im Emblem können wir mal ein bisschen umstellen, aber lassen wir jetzt mal fürs Erste doch noch sein und machen uns... Ja, nee, eigentlich habe ich Somniel und Sonne relativ viel gemacht, eben wie bereits gesagt, offscreen eigentlich also wird abgegrast. Weil es auch Sinn gemacht hat. Und dann... Einkaufen müssen wir auch nicht. Nee, komm, wir brechen auf. Auf zur Nebenquest mit Micaiah. Viele sind's ja nicht mehr. Eisige Festung, ein großer Ort von Bedeutung für Emblem Micaiah und Schauplatz und Prüfung von Würmgott. Gut, das wird jetzt ein ziemlicher Spoiler für uns sein, wobei, es ist ja so. Das Spiel, woher ja Micaiah kommt, Radiant Dawn, oder Fire Emblem Radiant Dawn, ist ein Nachfolger von Path of Radiance, also der Teil mit Ike, den wir auch schon gezockt, also sprich Let's Played haben. Wir haben damals schon gesagt, ja, würde auch gerne den Wii-Teil, eben den hier mit Micaiah spielen. Haben wir bis jetzt aber nie fertig bekommen. Tatsächlich vor allem aus Zeitgründen. Und ja, ist jetzt ein Spoiler, wenn wir hier das Ding machen? Ja, es ist in gewissermaßen ein Spoiler. Aber uns fehlt der Kontext dazu. Weil von Radiant Dawn beispielsweise gar nichts. Außer von dem, was man jetzt hier auch ein bisschen Micaiah und so, was sie uns erzählt hat. Wie sie irgendwie Ike kennengelernt hat oder so. Oder was sie uns gleich noch erzählen wird, ziemlich sicher, aber sie hat immer schon mal was erzählt. Und insofern, ja, okay. Es wird eher so eine Art, wie eine Art Trailer, und dem man so sagen könnte, ah, cool, was das wohl bedeuten könnte, finden wir es heraus und zocken das Spiel. Etwa so. Bis es soweit ist, könnte es eine Weile dauern. Jetzt einmal stürzen wir uns auf das Kapitel von Micaiah. Tochter des Lichts. 雪が降ってきましたね。なんだか周りとは違う空気を感じます。きっとここは私にゆかりのある場所ね。ミカヤはこの場所を知っているんですか？ええ、ロックス城といってここにとてもよく似た場所で私はアイクと戦ったのよ。え、アイクと？あの日もこんな風に雪が舞っていたわ。自分の信じる道を貫く彼はとても強かった。対する私たちには大義も正義もなかった。アイクは私たちを救おうとしてくれたけれど、私たちには助けを求めることは許されていなかったの。とても強い制約に縛られていて、滅びを選ぶしか道はなかったのよ。そんなことが。辛い戦いだったんですね。でも私にも揺るぎない思いがあった。どれほど意志に反することを強いられても折れることのない強い思いが、それは愛する故郷のために、大切な人たちのために、最後まで戦おうという決意よ。それがあったから私は希望を捨てずに辛い戦争を戦い抜くことができたの。あなたの強さの理由が分かった気がします。私たちがここへと導かれた理由も
私に教えてください、ミカヤ。どんな絶望にもくじけない、あなたの心の強さを。あなたは気づいているのね。そう、これはあなたに与えられた試練なの。私と戦ってそして勝つの。そうすればあなたと私の絆はもっと深まる。 Das war mein Ziel. Von den Kräften zuzugreifen. Ja, Mikaia gegen Ike, davon habe ich schon gehört. Irgendwie auch, dass wenn Dawn ein Spiel sein soll, das in 3 Teile aufgeteilt sein soll. Das irgendwie, also ähnlich wie bei dem Spiel, ähnlich wie bei Secret Stones, das Spiel mit Erika und Ephraim. Da dann sie quasi, ja, nicht ganz, du kannst dich dort entscheiden, willst du den Pfad von Ephraim folgen und den von Erika. Und bei Radiant Dawn ist oftmals so, dass irgendwie beide Teile spielst und irgendwie noch einen 3. Teil. Wobei das hat eigentlich eher ein bisschen was mit Ding gemeinsam war. Mit Fates. Das Spiel um Corrin Dome. Da muss ich quasi auch entscheiden, aber du kannst halt einen anderen Teil nicht spielen. Ne? Also, ja. Dann verschiedene Kapitel, verschiedene Hauptcharaktere noch bei Radiant Dawn und insofern soll es ganz lustig sein. Warte mal, was steht jetzt da oben? Emblem Mikaia besiegen, okay, Sieg ist ganz klar. Niederlage. Michael hat besiegt oder Gegner erreichen Gebiet. Das ist ein Stecher da oben, war. Schön. Oder 7 nach wenigen Einheiten aus, kann das sein. 12 geht allerdings noch. Also bin ich schon sehr gespannt darauf auf Radiant Dawn und wirklich mal zum Teil Ike spiele und dann Mikaia und dann irgendwie beide gegeneinander einsetzen muss oder so. Was das hier betrifft, Mikaia, klar, sie hat jetzt in dem Fall hier viel Magie. Aber ganz ehrlich, sie ist nicht schnell, sie hat keine Verteidigung. Da bretter ich mit Movi oder einem anderen Ritter, der ein bisschen Resistenz hat, einfach durch und fertig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie schwieriger sein wird. Und vor allem, ich habe hier auch noch die Dinger auch noch. Die sind ja auch auf meiner Seite. Also wenn es im Kapitel aus Radiant Dawn empfunden ist, spiele ich jetzt irgendwie in der Rolle für Mikaia. Mikaia spielt die Rolle von Ike. Also vorhin meinte, irgendwie, er wollte uns helfen oder so. Das ist umgekehrt, ich spiele jetzt in der Rolle von Ike und will die Burg beschützen. Wobei es eigentlich umgekehrt mehr Sinn machen würde. Aber egal. Also Mike muss sowieso dabei sein, ist klar. Diamant Roy will ich erhöhen. Citrin Soren, Yuna Kabailev, Chloe Lee, Forten... Stimmt, Ding ist er weg. Mikaia. Bougerolun, Fogado Elegado. Neviosa. Vale Veronica. Movia Erika. Alfred und Sigurd. Ivan Selika. Ich würde sagen, nehmen dann eine der Team ihrer Ike cool. Und deren Band Level schon auf Maximum. Nehmen wir noch Louis und Hector mit. Ja, Louis hatten wir schon länger nicht mehr. Da passt doch. Positionen. Entschuldigung, ich meine natürlich das hier. Position. Dann haben wir hier oben Diamant Roy, Citrin Soren. Was ist das eine Balliste? Das ist eine physische und eine spezielle? Nur was ein Ballista, ja, also eine physische, nicht eine magische. Kann da jeder hin oder darf nur jemand hin, der... der irgendwie auch magiefähig ist. Jetzt gerade, wie ich die Leute positionieren soll, ist ein bisschen doof gefühlt. Warte mal. Ich wechsle mal ein bisschen hier. So. Die Fronttruppen vorne gerne. Diejenigen, die schnell zu Fuß sind, auch eher praktischere Positionen. Machen wir das so. Das bringt eine Einheit, der ist gut. Hier auch. Dann mache ich glaube mal das noch so. Weil ich einen Teleport-Ragnar habe, also scheiß drauf, komm. Aber die können eh drüber fliegen, ne? Also spielt ja gar keine Rolle. Okay, das könnte klappen. Warum nochmal?
In der Tochter des Lichts bei Kapitel 23, 4 Bluthunde. Da fragen mich, wie das überhaupt, wie das Kapitel so heißt, weil einer ist tot, einer ist bei uns, da sind es noch 2 Bluthunde. Naja. 全力で戦ってそして よし。 Okay, wenn wir sagen, Michael bleibt mal da. Veronica kann auch schon mal ein bisschen nach vorne. Was haben wir hier Schönes? ブシロン、ここに。 Bougeron, oh Bougeron. So. Movia, willst du schon auf die Fresse kriegen, ne? Ja, es könnte wehtun. Weil es sind alle Schwerttypen. Weil ich so sagen würde, komm. Das sei natürlich, die kann man irgendwie wieder brechen rechts noch durch. So muss ich erstmal in der ersten Phase versuchen, vorne mitzuhelfen. 分かったわ Deswegen gehst du auch schon mal nach vorne. Sie bleibt auch nach vorne. Hier haben wir mit dem Teil, ne, warte mal, dann machen wir es anders. 承知。 Tag und Nacht. Nimmt sein nicht viel, wenn ich angegriffen werde, aber lass uns mal noch. So. Der scheiß Speedies halt, ja, die sind ja auch ganz schnell. Ne, unserem Connor braucht es eigentlich ein bisschen mehr, tatsächlich. Weil ich denke, die Silbergroßland noch upgraden können, ne? Naja. So. Gehen wir also da. Sieht er nach vorne allein schon wegen dem magischen Angriff dann. Dann haben wir Yuna Kabailev. Ja, Bailev. Wähl Veronica. Ihr würdet sagen, es ist Zeit zum Engagen. Denn wir brauchen einen Helden. Eine Lanze führt, der eine Axt führt, einen Farblosen, die keine Schwerter, Lanzen führt. Warte mal. Das sind mehr oder weniger physische Truppen, ne? Micaiah ist zwar speziell, ist ja noch eine Magier, aber das hat er eigentlich auch schon. Die haben auch keine speziellen Waffen dabei oder so. So, da ist noch ein Bogenfuzzi. Fujikato. Wenn es etwas gibt, was ich in neuen Fire Emblem Spielen ein bisschen vermisse, im Gegensatz zu den alten, sag ich jetzt mal Klassikern, ist, dass irgendwie die Gegner meistens doch sehr selten so Spezialwaffen haben. So ein Wurmtöter oder so etwas. Oder irgendwie ein Axtbrecher, Axtbrecher sag ich schon. Aber so ein auch mit Waffenvorteilen, die gibt es eher selten tatsächlich. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Naja, man kann nicht alles haben. Ich hätte gerne einen farblosen Helden. Das klingt auch so. Farbloser Held erscheine. Ja, Mist. Da kann ich Stufe 5. Ja, ist offenbar auch ein bisschen Zufall. Also muss nicht unbedingt so einer kommen tatsächlich. Naja. Excalibur ist auch nicht so schlecht. Die kann man durchaus auch als, sag jetzt mal, Bösewicht bin als Bauernopfer verwenden. So, aber erstmal nach vorne. Okidoki. Ja, ich habe auch eine schöne Lanze. Da kommen ein paar von den Typen. Und so das Problem. Ich weiß sogar tatsächlich, ob ich nicht sogar mit jemandem schnell nach vorne fliegen soll. Wäre schwierig. Kann ich das Teil. Das abfeuern geht nicht, wa? Das heißt, wirklich abfeuern kann ich auch mit den Truppen ja nicht, wa? Okay, kann ich vergessen. Gut.
Geht trotzdem nach vorne. Du könntest sie vermutlich abfeuern. Vielleicht sogar mit magischen Schaden, ne? Abfeuern funktioniert aber so, ne? Okay, okay. Ah, ist halt die Frage, ob wir das überhaupt brauchen. Also. Noch eben den Kriegerbogen. Weil, sorry, aber wir machen vermutlich so mehr Damage. Und wenn ich die Balliste mit denen nicht nutzen kann, dann kann ich es eigentlich sowieso vergessen. Okay, okay. Noch ein Silberschwert-Typen ist mir egal. It's Engage Time! Und tschüss. Das hat es nicht so viel Erfahrungspunkte gebracht, leider. Diamant, it's Engage Time! Es wird Zeit für den flammenden Löwen. Und das Binding Blade. So, sonst doch erstmal versuchen, hier durchs Flammenfeld zu kommen. Wenn sie unbedingt Bock drauf haben. Ich will mal hier hinkommen. So, jetzt haben wir noch 2 Typen. Hier noch ein paar Typen, also gar kein Thema. Engage. Oh. Wer kommt denn hier? Alter! Kann man einmal quer durchs Feld rasen. Na komm, bleib mal hier. Gnadengeber. Hiloskrief. Obskurität. Da haben wir alle nicht viel drauf, wa? Kann man nehmen mal Entschuldigung, Zungenbrecher. Ach, der Erfahrungspunkte kannst du sowas von vergessen. Eine Silberlanze, die wird relativ wehtun. Er wird so nur einmal angreifen, war. Das ist nur ein Nachteil, wenn du nicht doppeln kannst. So. Auch der Typ ist Geschichte. So, hier 3. 3 mal 3 macht 4. Lalalala. Ja, hier weiter geht's abfahren hier auch nicht. Muss ich mit ihr überhaupt... Nee, war. Einmal gewundert. Und tschüss. Engage kommt später. Da heult der Wolf.
Einmal Louis bitte mit Hector als Gründung des Ganzen. Yo, check it out. Aber der Sturms? Nee, wir wollen den Sturm. Wir wollen ihn vernichten. Louis, hast du irgendwas? Wolfbeil. Ich hab gefragt, hat was Cooles? Er hat was Cooles. Denn er ist Louis. Der Incredible Louis. Mit Axtwach. Ja, kann man mal nach vorne stellen. Dann haben wir noch den ehemaligen Berserker, jetzt den Krieger. Bougeron. Bougeron. Was macht er? Wird er kritten? Ich hoffe es für ihn, sonst habe ich ein Problem. Danke! Sieht immer so schmerzhaft aus, ey. Junge. So, haben wir das? Dann sagt die Zeit, dann 40 Minuten. Ja, können wir mal beenden, wa? Wir haben sieht alles sehr gut aus soweit. Ich habe ihn noch Michael mit dem neuen Feld bewegen kann. Alles Bigobello. Wo wir Erika. It's Engage Time. Zwillingsschlag. Ja, nee. Fogado mit Klut. Das ist momentan noch keine Not. Ja, komm. Bogenschützen den Bogenschützer. Tschüssi. So, ich will sogar, ob ich nachher vielleicht Mikaya dann mit Ding angreife hier. Mit Yuna Kabalov-Kombi. Und natürlich hier dann mit der Vaichira. Der Vaichira, der eben das ausspricht. So, Freunde, das war's fürs Erste, für diese Folge. Danke fürs Zusehen. Also momentan sieht es ja sehr easy aus. Wir haben natürlich ein Problem, wenn hier zur Verstärkung kommen, den Gegner. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam hinten. Hier durchaus kann kommen. Aber ganz ehrlich, ja, hier alles voll, alles gar kein Thema. Ich kann mir sogar überlegen, ob ich Michael ganz nach vorne ziehe, aber da bin ich noch ein bisschen vorsichtig und ich genau weiß, nach alles für Gegner kommen. Denn generell zurückziehen ist nicht so schön in unseren Truppen. Und ja, alles weitere, nächste Folge. Zurück bei Fire Emblem Engage. Bis dahin, bye bye.